Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen, absolut unkreativen Q&A-Video. Darauf hat sicher jeder von euch gewartet, oder? Ja. Ich habe mir bei Instagram Fragen gestellt, @MailerRomani, bester Instagram-Account, Kappa. Und ich beantworte jetzt genau die Fragen. Natürlich ist die erste Frage, die ich gestellt bekomme, hast du eine Freundin? Das hat ja schon der ein oder andere Schweizer YouTuber beantwortet, wie zum Beispiel hier. Aber um die Frage jetzt kurz und knapp zu beantworten, ja, ich habe eine Freundin und nein, ich habe es nicht in den Titel geschrieben. Hoffentlich gibt es gleich ein paar Klicks auf meinen Nacken, wenn ich das nicht in den Titel schreibe. Ja, wie siehst du? Wenn ich hier so die Fragen durchscrolle, sehe ich oft eine Art von Fragen, und zwar zum unsympathisch. Fragen wie, gibt es einen dritten Teil von der Unsympathisch-Parodie und kannst du wirklich auf Stuttgart das Video mit ihm machen? Also, für die Leute, die es nicht wissen, ich hätte alles nachholen. Der Unsympathisch hat auf 2 Videos von mir reagiert, auf meiner Parodie zu ihm, hat er beide mal reagiert. Ich hätte auschecken auf meinem Zweckkanal, Maelol, man kennt ihn, Werbung ist da. Aber eben noch zu den Fragen zurückzukommen. Also, einerseits gibt es einen dritten Teil vom Unsympathisch-Video. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich gedacht, es gibt keinen dritten Teil, weil ich nicht ihn weiter noch nerven bzw. ihn stören mit diesen Videos oder so. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es war ein bisschen unangenehm für ihn. Klar hat er es lustig gefunden und ist cooler Content für ihn, um darauf zu reagieren und so, aber irgendwie habe ich jetzt gefunden, 2 Teile, das reicht doch, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Könnt mir doch auch noch unten in den Kommentaren eure Meinung drin schreiben, was ihr davon haltet. Und noch zu der nächsten Frage, kann ich wirklich auf Stuttgart zum Unsympathisch ein Video filmen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich weiß wirklich null. Also, ich habe von ihm weder irgendwie ein Mail bekommen, noch irgendwie auf Instagram hat er mir geschrieben, noch irgendetwas. Ich bin nicht der, der hergeht und ihm würde schreiben, in das komisches Business-Mail oder so, yo, ist das jetzt ernst gemeint gewesen oder was ist los? Keine Ahnung, und ich wüsste ja nicht, wie ich ihn sonst kontaktieren und nochmal spenden, kommt auch ein bisschen blöd. Also wenn ich zu ihm spende und sage, yo, wenn kann ich zu dir kommen, ja, ist ein bisschen creepy, wenn dir das jemand fragt, oder? Also, wenn er Lust auf das hätte, wenn ich auf jeden Fall dabei. Also ich würde mich extrem freuen, natürlich. Also logisch, das wäre geil, dort auf Stuttgart zu gehen, vielleicht ihn tatsächlich eben kennenzulernen und dort das Video zu machen, das wäre so wirklich extrem nice. Ich bin auch nicht blöd und es muss komisch sein für ihn auch, macht der Schweizer einfach ein Video über ihn und dann fragt er, ob er bei sich hin kann kommen und ein Video machen kann. Also ja, müssen wir uns selber auch denken, dass das eher weird ist. Wenn er dabei wäre, dann ja, aber eben, ich will jetzt nichts. Sprachenlernen, Bubble. Ich will jetzt nichts forcieren. Ja. Die nächste Frage könnte interessant sein, und zwar fragt jemand, bist du ein emotionaler Mensch? Ich probiere die Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten, also ehrlich zu sein. Und zwar habe ich das Gefühl, ja, ich bin schon ein emotionaler Mensch, aber relativ, man merkt es nicht so. Beziehungsweise ich bin relativ ausgeglichen. Also, wenn das eine Kurve wäre von meinen Emotionen, dann wäre ich relativ stabil. Nicht wie bei gewissen Leuten so ein riesen Auf und Ab. Also bei mir, ich bin schon eben der grösste Teil von der Zeit happy mit meiner Situation. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Familie, Freundin und gute Ausbildung und bin noch dran an der Ausbildung. Also ich habe eigentlich alles, was ich mir könnte wünschen, aber trotzdem haben wir ja oft auch so die Alltagsprobleme oder Probleme. Und momentan in der schwierige Zeit, wo wir momentan sind, keine Ahnung, ich habe jetzt auch in der Zeit oft Momente am Tag, wo ich so irgendwie so das Gefühl habe, manchmal ein bisschen down zu sein. Obwohl ich gar nicht so wirklich einen Grund dafür habe, einfach vielleicht die ganze Situation ist manchmal ein bisschen viel für uns alle. Ich weiß nicht, mir geht es auf jeden Fall manchmal so, dass jetzt in der Situation, wo wir jetzt momentan drinstecken, alle die ganze Welt, es manchmal so ein bisschen mir komisch geht damit. Ja, dass ich das nicht begreifen kann oder das nicht fassen kann. So. Und dass es jetzt wahrscheinlich noch gefühlt das ganze Jahr uns wird verfolgen, bis endlich mal Impfstoff da ist. Also das verfolgt mich schon, aber meistens muss ich wirklich sagen, ich bin schon ein emotionaler Mensch und ich probiere auch jedem so gut was geht, es recht zu machen. Ich probiere das, meistens auch nicht recht machen und nicht irgendjemandem wehtun oder so. Also das ist sowieso nie etwas, was ich mache. Und ich bin absolut abgedriftet von der Frage. Aber ja, ich würde sagen, wie wahrscheinlich wir fast alle, auch ein emotionaler Mensch, nur
bin ich jetzt nicht der Mensch, wo die Stimmungsschwankung extrem hat. Also dass ich eine Frage so auf ernster Basis zu beantworten, das sollten wir doch schon mal einfach mal ein Like da lassen auf Ehrenbruderbasis. Nein, natürlich nur ein Witz, aber Like würde mich gleich freuen. Die nächste Frage ist, kann ich die Nummer von deiner Schwester haben? Hey, da muss ich dir leider enttäuschen, ich habe keine Schwester, aber eigentlich weisst du das schon, weil das habe ich gestern am Abend deine Mami gesehen. Eben fragt hier noch, finanzierst du dir mit YouTube? Ja, wahrscheinlich, oder? Nein, also mit YouTube könnte ich mir niemals selber finanzieren, das würde nicht länger für irgendwo her. Klar machen wir ein bisschen Sachgeld, aber es ist jetzt nicht so, als ob man in den Dimensionen, wo ich unterwegs bin, schon davon könnte leben. Also das wäre nicht möglich und vor allem jetzt in der Zeit hat die Firmen absolut gar keinen Bock, irgendeine Produktplatzierung zu machen oder irgendwo Werbung zu machen bei einem so einem Hengst wie mir auf YouTube. Darum nein, eben noch nebenjobmäßig bei Radio Freiburg als Moderator tätig und vor allem hauptberuflich sozusagen bin ich Student an der Uni Freiburg. Also das mache ich und ich wohne noch daheim. Also das hier ist so ein bisschen mein Studio, aber ich wohne noch daheim. Perfekte Frage zu meiner Antwort gerade vorher. Willst du wie der King Roger auch geschwind 1 Million spenden mit dem YouTube Money? Ja klar, Roger, sag mir nur, wo du gespendet hast und dann spende ich auch noch gerade 1 Million. Also auf ganz entspannt, ich habe genug Geld hier mit meinen 11.000 Abonnenten. Ah ja, hey, Kuss geht raus an euch von 11.000 Abonnenten. Holy shit, das ist jetzt sehr schnell gegangen in der letzten Zeit. Liebe geht raus an euch. Danke für euren Support. Da fragt jemand, wieso hast du so wenig Abos? Das weiß ich auch nicht. Abonniert doch einfach mal einen YouTube-Kanal. Also die Frage ist wirklich, hat wirklich jemand gestellt. Das ist jetzt kein Witz, nur für dass ich ein paar Abos bekomme. Aber natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren. Bing bong! Die nächste Frage, Lieblings-Schweizer YouTuberin. Also ich weiß nicht, wer du noch kennst, aber ich kenne vielleicht 3, 4 Schweizer YouTuberinnen. Also extrem viele Schweizer YouTuberinnen gibt's, oder? Gut, danke schön. Nein, also wahrscheinlich, also da muss ich sagen, Nati Style, die macht das sehr gut. Sie macht extrem regelmäßig Videos und Videos in guter Qualität. Also Nati Style, Daumen nach oben, beste Schweizer YouTuberin. Also auf jeden Fall. Die nächste Frage ist, wie viele Abonnenten sind dein Ziel auf YouTube? Hey, ganz ehrlich, ich habe jetzt 10.000 Abonnenten geknackt. Nochmal eben danke an euch alle für die 10.000 Abonnenten. Hätte ich nie gedacht, dass wir das nochmal erreichen. Danke. Das war so ein bisschen ein Ziel gewesen, kann man so sagen. Aber eigentlich, keine Ahnung, ich habe kein Ziel für Abonnenten. Ich will einfach weitermachen, ich will einfach euch unterhalten und vielleicht irgendjemand von euch da draussen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das sieht jeder YouTuber. Aber es stimmt. Und noch die letzte Frage, und zwar, was haltest du davon, wenn Zürich ein eigenes Land wird? Erstmal bin ich schon mal froh, dass Zürich nicht die Hauptstadt ist, sondern Bern die Hauptstadt ist und Zürich gar kein Problem, in ein eigenes Land kommen, das würde mir nicht stören. Also wirklich absolut nicht, wenn ihr nicht zu der Schweiz gehört, ist mir eigentlich egal. Ja gut, aber Witze über Zürcher, das ist das Einfachste, was man machen kann. Das war jetzt die letzte Frage, die in dem Q&A beantwortet wurde. Sorry, ist jetzt vielleicht deine Frage nicht vorgekommen. Es war einfach schlecht. Ein kleiner Spaß am Rande. Natürlich sind eure Fragen nicht schlecht. Ich kann einfach nicht alle Fragen beantworten, die eingekommen sind. Weil sonst würde das Video irgendwie eine Stunde gehen oder so. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich trotzdem gefallen. Wenn ihr beim nächsten Q&A vielleicht mir Fragen wollt stellen, dann folgt mir auf Instagram @MileRomani. Beste Bilder natürlich auch. Noch eine kleine Info für euch, diesen Sonntag seht das Video kommen, wo ich den ungespielt parodiere. Und dann hoffen wir doch auch, dass er auf das Video reagiert. Das wäre auch zu wild. Und in dem Sinne, lasst doch ein Like da, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Abonniert den YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke dazu und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!